ein paar Jahre später hat das Volk von Gott in Babylon gelebt, wo ein mächtiger König geherrscht hat. Eines Tages hat der König eine riesige, goldige Statue aufbauen und hat befohlen, dass alle die Statuen anbeten sollen. Wer es nicht macht, wird im Feuerofen verbrannt. Wenn die Musik ertönt, dann müssen alle von dieser Statue runterknäulen. Die Musik hat gespielt, alle haben die neuen Regeln akzeptiert und sind runtergeknäult. Ausser 3 mutige junge Männer. Wir lieben Gott so sehr. Darum wollen wir nur ihn und niemand anderes anbeten. Unser Gott ist viel grösser als die grösste Statue auf der ganzen Welt. Wir knäulen nie von dieser Statue ab. Niemals. Ein paar Männer sind darauf zum König Nebukadnezar gegangen und haben gesagt: König Nebukadnezar, du hast doch ein neues Gesetz eingeführt. Grosser König. Alle sollen die Statue anbeten, sobald die Musik ertönt. Jetzt gibt es hier 3 Juden. Der Schadrach, der Meschach oder Abednego. Die sind nicht abgeknäult. Sie haben keinen Respekt vor dir, o König. Was höre ich da? 3 Männer, die meine Befehle nicht befolgen. Das macht mich ganz hässig. Bringt mir die 3 Männer hierher. Schadrach, Meschach, Abednego, ist es wahr, dass ihr nicht folgt? Warum knäult ihr nicht von dieser Statue ab? Ich gebe euch noch eine Chance. Ich spiele die Musik nochmal. Wenn ihr dann abknäult, dann will ich nochmal ein Auge zudrücken. Wenn nicht, dann werdet ihr in den glühenden Feuerofen geschossen. Der kann euch kein Gott retten. Das kannst du gerade sein. Wir brauchen es nicht, dass du für uns ein Auge zudrückst. Wir machen es nicht. Von dieser Statue knäulen wir sowieso nicht ab. Unser Gott kann uns aus dem Feuer retten, wer er will. Und er kann uns auch von dir retten. Aber sogar wenn Gott uns nicht rettet, werden wir nie deine Götter anbeten. Und wir werden nie von dieser Statue abknäulen. Nein, genau nie werden wir das tun. Das ist ja unerhört. Wirklich unerhört. Feuert den Ofen 7-mal heisser als sonst ein. Soldaten, führt die 3 Männer fesseln und schiessen sie in den Feuerofen. Der König hat zugeschaut, wie die 3 Gefesselten in den Feuerofen geschossen wurden. Plötzlich hat er seinen Augen nicht trauen. Er ist aufgekumpelt. Haben wir nicht 3 Männer gefesselt in den Ofen geschossen? Mal, sicher. 3 Männer. Und gefesselt waren sie auch. Warum sehe ich denn jetzt 4 Männer ohne Fesseln im Feuer? Warum laufen sie im Ofen dann rum? Sie sind überhaupt nicht verbrannt. Es geht ihnen ganz gut. Es ist etwa 14 im Ofen gestanden. Und trotz dieser extremen Hitze ist es allen gut gegangen. Gott hat jemanden direkt zu diesen 3 Männern in den Ofen geschickt. Der hat die 3 beschützt, sodass ihnen nicht einmal ein Haar verschmürzelt ist. Wenn du das nächste Mal mit deiner Familie im Wald am Bräteln bist, wirst du das heisse Feuer spüren. Aber Achtung, nicht einfach reinspazieren, nur weil es die 3 Freunde haben können. Aber das heisse Feuer wird dich daran erinnern, dass dein Gott dich nie im Stich lässt. Die 3 Männer in Babylon hatten unglaublichen Mut gehabt, um Gott treu zu sein und das Richtige zu tun. Darum hat Gott sie im heissen Feuer beschützt. Nichts ist für Gott unmöglich. Er liebt es, wenn wir mutig durchs Leben gehen und keine Angst haben, das Richtige zu tun. Alles Augenreiben hat dem König nichts genützt. Es waren 4 Männer und es ist nicht gut gegangen. Er ist vor einem Ofen gestanden und hat gerufen: Schadrach, Meschach und Abednego, der Diener vom höchsten Gott, kommt raus. Die 3 sind aus dem Ofen rausgekommen. Nichts da innen war verbrannt. Sie haben nicht einmal nach Rauch geschmeckt. Der König war tief beeindruckt. Euer Gott ist gross. Ihn wollen wir anbeten. Er hat seinen Engel geschickt, damit er die 3 Männer beschützt, die ihm dienen und ihm vertrauen. Es gibt wirklich keinen anderen Gott, der auf die Art retten kann. Niemand mehr soll etwas Dummes über den Gott sagen. Der König hat begriffen, dass er etwas falsch gemacht hat. Und er hat seine Meinung über Gott geändert. Viele andere Menschen haben das auch gemacht. Es lohnt sich immer,
wenn wir uns fürs Richtige entscheiden. Gott wird an unserer Seite sein und kann mit unserem Mut ganz viel bewegen.